Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Es kann nicht mal ein Satz beendet werden, ohne dass mich so ein der Ahriman hier angreift. Ahriman Banana, Mistvieh. Hör auf hier, Vivi zu Tod, zu ängstlicher. In unserer Zeit ist noch nicht Kummer. So, Esprit können wir erstmal hier ein bisschen abzwacken. Ah, schade, dass er dann heilt, den Knabe. Naja, zum Glück hat es als erster drauf geschlagen. Ich habe gedacht, das wäre Steiner, aber naja, kann ja wohl passieren. Gut. Dann jetzt mal richtig Steiner drauf. Dann sieht dann, und dann müsste das eigentlich erledigt sein mit dem Ahriman Banana hier. Mistvieh. Komm, mach die Kröte platt. Blaster, ich gebe dir gleich Blaster, du Mistvieh. Er hat sich irgendwie total auf Vivi eingefahren. Steiner trifft doch auch gefälligst. Na gut, sie dann trifft wenigstens nur für 2. Gut. Sehr gut. Level up. Ein Topaz gibt es auch noch und Äther. Sehr schön. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Gucken wir es uns nochmal an. Dann drücken wir mal dagegen. Das habe ich nämlich noch relativ klar im Gedächtnis. Jetzt untersuchen wir es noch einmal. Dann müssen wir schlachen. Tut sich nichts. Okay. Mal in Ruhe nachdenken. Und jetzt mache ich genau dasselbe nochmal. Dann muss ich, glaube ich, nochmal nachdenken. Und ganz andere Seite aufziehe. Und da auf Move. Ich brauche Pause und allem Mist. Ich glaube, so müsste es gewesen sein. Genau. Was ist denn jetzt los? Genau, da kommen wir nämlich wieder zurück zum Anfang. Und da ist noch eine Schatztruhe, die unser Barett noch einbringt. Moment. War hier nicht da noch was? Nö. Okay, gut. Kommen wir doch nicht auch wirklich ganz bis zum Anfang? Nee. Nö, schade. Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, nachdem wir alles gemacht haben. Nur die Enddappichtruhe mit der Falltür. An die bin ich ja drangekommen. Das ärgert mich immer noch. Das ärgert mich echt gewaltig, dass ich da nicht drangekommen bin. Quatsch. So weit müssen wir gar nicht. Wir müssen hier rüber. Und da weiter tanzen. So. Und da wieder rein. Ich hoffe, den Weg finde ich jetzt noch richtig. Jawohl. Hier noch. Da war das mit einer Falldere. Ich sehe sie ja von oben schon, die Dinger. Gewitter erleid. Wenn ich das noch wüsste, dann wäre mal arg Käufer. Aber dummerweise weiß ich nicht, wie das funktioniert. Huch. Hey, alles in Ordnung? Hör mal auf, immer das Loch. Ich bin ganz schön erschrocken. Als mal guck mal, ist denn jetzt nichts passiert, aber auf dem Weg nach draußen schnappt sie plötzlich zu. Schon ein merkwürdiger Fall. Was war mal jetzt hier eigentlich im Kopf? Hauptsache, es ist nichts passiert, oder? Lassen uns mal rausgehen. Draußen warten schon alle. Aha. Jetzt auf einmal. Gehen die Dinger auf. So. Aha. So, na Allah. Ha, so wird auch noch ein Schuh draus. Odeur, Alter, was ist denn das bitte? Das klingt doch einer Waffe für sie dann für den alten Schleimbolzer, oder? Nö, sieht nicht so aus. Was ist dann Odeur? Muss ich mal nachgucken.
Möglicherweise ist es auch irgendein Accessoire. Ah ja, da haben wir noch die ganze Spiegel hier. Spiegel der Erden. Ähnlich einem Spiegel scheinen sie verschiedene Elementen anzugehören. Auf ihren Rückseiten sind nicht dechiffrierbare Schriften zu erkennen, die auf einer Aufzeichnung von Dr. Korall. Spiegel der Wässer. Material und Anfertigungsmethode scheinen dieselbe zu sein. Wie es nach dem heutigen Stand der Technik möglich ist, etwas zu erschaffen, es bleibt mir ein Rätsel. Spiegel des Feuers oder der Feuer. Eine unglaubliche Kraft scheint in diesen Spiegeln zu schlafen. Besitzen sie magische Kräfte? Dienen sie möglich der Kontrolle? Was sind ihre Funktionen? Und Spiegel der Winde. Alle Spiegel sind verschollen. Ihre Verwendungszwecke verlieren sich in der Dunkelheit. Entdeckt habe ich nur meine eigene Ignoranz. Tja, dumm gelaufen, ne? Guck mal nochmal. Odeur, Odeur. Verdammt nochmal. Irgendwo muss ich das auch noch finden. Wir werden schon rausfinden, was es ist. Irgendwo muss es ja aufgelistet sein, wenn wir es hin. Odeur, Odeur, Odeur. Komm schon. Irgendwo muss das sein. Zauberstiefel, Schwarzgurt, Korallenring, Spurring, hopp. Odeur, da haben wir es doch. Irgendein Parfüm anscheinend. Okay. Kann das jemand als Accessoire legen oder so? Vivi Molnet. Vielleicht sie? Ich will jetzt nicht hier sexistisch sein, aber Parfüm und so, ne? Eifersplitter. Ah ja, du kannst ja anfeuern, bevor du noch lernst. Sehr gut. Das kannst du dann direkt noch Bahamut. Ah, Odeur. Tatsächlich. Immer Regina kann man davor lernen. Und das macht ein bisschen die Sache hoch. Gut. Jetzt nichts Besonderes, aber immer hier. Das wäre uns sonst entgangen, das Zeug. Das ist doch schon mal was. So, Quatsch. So. Hier. Hier. Dann gehen wir erstmal zu dir, kleiner Mann, und zelten eine Runde. Jetzt kommen wir so allmählich. Jetzt kommen wir so allmählich in ein Gebiet, wo ich nämlich hundertprozentig weiß, wie es läuft. Weil, wie gesagt, mit einer Falltiere, ich habe nur versucht und das hat sich als nichts getan. Ich habe das nämlich so in Erinnerung gehabt. Hauptsächlich habe ich von dieser Hochburg Ibsen das coole Design im Kopf. So, hier. Ah ne, Quatsch, das war Dorum. So. Und hier. Wieder raus aus dem Kabuff hier. Okay, da können wir wieder Lava. Und. Sorry, Lights, das hat ein bisschen gedauert. Das wird Renner hast du gewonnen, mein Bester. Hey, ist er nicht vor uns rausgekommen? Er hat doch schon vor der Wand gestanden, als wir angekommen sind, und hat uns groß was in seinen Sieg verzählt. Und dann hat er gemeint, irgendwas von Wege bis die Tage und ist irgendwo hier abgehauen. Oder hat er es etwa gar nicht noch draußen gepackt? Seien Sie mal gut, seid mal so gut und warten mal hier. Ich geh mal schnell suchen. Okay. So, wie war dann das jetzt hier nochmal? So, hier, ne? Weil der Weg ist jetzt offen. Der vorher nicht offen war. Huch, warte mal. Warte mal, Gaula. Moment. Ich glaube, jetzt können wir da hochklettern. Wenn mich das alles täuscht. Komm schon. So, hoch. Jetzt müssen wir hochklettern können, weil jetzt sehen wir doch was. Genau. Wo wir vorher nicht hin konnten. So. Haha, habe ich doch gewusst. Zauberstock. Und eine Gabel. Okay. So. Runter. Und wieder dort hier. Da wieder hoch. So, dann gehen wir durch, wo wir vorher nicht hin konnten.
So, dort lang. Und da ist nix. Da hinten ist aber was. Und zwar ein Druidenstab. Ja, die ganze alte Gammelwaffe halt nochmal, ne? Okay. Oh, nee. Die wieder. Nee, die machen wir nicht alle. Scheiße, jetzt bin ich ja noch auf Abwehrgang, ich Depp. Okay, dann machen wir das halt so. Lösen wir es halt so. Und dann und tschüss. Das kann nämlich richtig böse ausgehen hier. Mach das fort, kommst, Kerl. Gut. Items. Was anderes haben wir ja nicht parat. Stimmt. Moment mal. Wir können ja jetzt... Können wir ein bisschen was lösen. Und zwar könnten wir Felsenfest und Götterspeise. Wobei... Machen wir erstmal Götterspeise raus. Weil wir könnten immer Reflex auf uns wirken jetzt. Das ist schon recht praktisch, weil wir heilen uns jetzt nicht mehr über Zauber. Das heißt, wir machen das so. Dann gehen die ganze Zauber auf die Gegner wieder zurück. Och Gott. Pulsiert's hier wie Sau. Okay. Was ist dann das hier erstmal? Eine Golemsflöte. Das wäre dann für Eiko. Und... Was macht denn das Ding hier? Ja, der Oschi will nicht. Huch. Warte mal. Du kommst wieder zurück. Moment. Wie war dann das nochmal? Habe ich das nochmal richtig im Kopf irgendwie? War dann hier, oder? Moment, wie war dann das? Das so. Dann so. Dann do. Und dann so. Oder? War das so? Gerade ausgetauscht. Dann Dori vielleicht? Ah, jetzt tut sich was. Sehr schön, was gibt's denn jetzt? Huch. Duft der Weisen erhalten. Hoho. Das klingt aber sehr edel. Duft. Ah, das wird wahrscheinlich auch wieder so Parfüm sein, ne? Duft der Weisen. Ich schätze mal, das ist bei Odeur irgendwo dabei dann. Irgendwo hier muss es dabei sein. Odeur. Duft der Weisen, da haben wir es doch. Perfekt. Dann wird aber etwas sein, was nur die Damen lernen können. Hier vielleicht? Oder, ne, von da komme ich ja. Warte mal. Ich glaube, das war alles, was wir hier lernen konnten. In dem neuen Gebiet. Beziehungsweise, was wir hier finden konnten. Ich glaube, ich muss dann doch nochmal zu dem altbekannten Gebiet gehen. Vorsichtshalber nochmal hier speichern. Man weiß als nie, was da dann kommt. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Aber das neue Gebiet auf jeden Fall. Da haben wir jetzt abgegrast, was wir abgrasen konnten. Ja, die alte Gammelwaffe ist jetzt eigentlich irrelevant, dass man die wieder gefunden haben. Aber dieser Duft der Weisen ist, glaube ich, recht nützlich. So, vielleicht ist er hier irgendwo. Hier schau mal richtig, es sei. Ist da jemand? Schau mal hier irgendwie richtig zu sei.
So, da oben sind jetzt auch die Falltiere schon aufgeklappt. Finde ich eigentlich auch ganz cool gemacht. So, an. Dann vielleicht da wieder lang. Liegt er da vielleicht im Graben? Nee. Leider nicht. Okay, da liegt er mal nicht im Graben. Aber wir scheinen ja wohl in der richtigen Richtung zu sein, oder? Vielleicht da oben wieder. Nee, da liegt er mal nicht. Wo bist du dann geblieben, Kerl? So, hoppla. Da wollte man nicht hier. Ne, hier liegt er auch nicht. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich glaube nochmal ganz hoch. Wahrscheinlich doch hier irgendwo, oder? So. Da sind wir wieder am Eingang. Nee, das bringt uns nicht weiter. Hier ist es ja leid, wenn er mal sagen könnt, hier bin ich oder irgendwas. Ah, nee. Nur nochmal um zur Sicherheit das abzuhoken. Da hat er sich nicht irgendwo versteckelt. Nee, hier hat er sich auch nicht rumgetrieben. Allerhaupt nicht, dass er nochmal mit dem Vieh sich angelegt hat, als es noch in der Zuckungen war. Wahrscheinlich ist es wieder super easy, aber ich finde es einfach mal wieder nicht raus. Wahrscheinlich liegt ja irgendwo ganz unten im Grabe drin. Aber da findet man ja nirgends, ne? Da ist versperrt. Heidewitzka. So. Da irgendwo im Grabe gelandet? Nee. Hier. Dann vielleicht nochmal hier runter. Vielleicht nochmal in der Richtung noch gucken, ob er da irgendwo liegt. Ja, jetzt kommt natürlich wieder Gegner. Scheiße. Ein Hinterhalt natürlich. Klasse. Zieh mal lieber alleine, Kerl. Gott sei Dank hat er mich verfehlt. Ah ne, Quatsch, das ist ja keine Vergiftung oder was. Das ist ja immer Regena, genau. Gut, die paar Gil, auf die kann ich jetzt verzichten. Ah, da liegt er doch im Graben. Wer ist denn da? Ja, da liegt er. Sie dann. Warum bist du zurückgekommen? Margon, was machst denn du hier? Das ist eigentlich mein Text. Habt ihr doch gesagt, sollten wir uns nochmal treffen, dann als Gegner im Kampf. Oder bestellt war Kummer, um mich zu verspotten. Jetzt, wo ich verwundet am Botte lieg. Manchmal frage ich mich wirklich, wo du eigentlich die kranke Idee her hast. Als ich draußen angekommen bin, da in die anderen Regimente wär schon nicht wieder rausgekommen, da habe ich mir halt so mal Gedanken gemacht. Ich hab nichts mehr mit euch zu tun. Was bringt's dir überhaupt, dich für so jemand einzusetzen? Deine Denkweise erschließt sich mir beim besten Willen nicht. Was babbelst du denn nur wieder verkranktes Zeichkerle? Dass ich hier bin, ist doch wohl selbstverständlich. Selbstverständlich. Du setzt also dein eigenes Leben aufs Spiel, nur um mich zu suchen. Wie du jetzt eigentlich die Dinge genau siehst, erschließt sich wiederum mir nicht, aber bisher haben wir doch alle zusammengehalten und uns geholfen. Dort war sein Kamerad ja wohl schließlich du, oder nicht? Naja, wenigstens sehe ich dir einen Kamerad. Und habe ich einmal einen Entschluss gefasst, ändere ich mein Grundsatz nicht einfach so jedes Mal, nur weil mir die Umstände gerade nicht in den Kram passen. Kamerad.
Das ist also Kameradschaftlichkeit. Ja, ich denke, darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Aber übers Leben philosophieren können wir auch später noch. Wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir hier rauskommen. Herrgott, der Let's Player kann schon gar nicht mehr retten vor lauter Arg, gar nicht mehr lesen vor lauter Wiest. Ja. So, dann gehen wir hier wieder raus. Und raus mit der Kerl. So. Puh. Und zuerst mal hier wieder runter. Und nicht in die Grube da fallen. Raus mit uns. Und dann können wir wieder gucken, wie es weitergeht. So. Dann müsste die Episode nämlich auch am Ende sein. Aber ich will hier einen sauberen Abschluss, indem ich hier nochmal die zusammenführe. Die Musik finde ich auch sehr geil. Es hat sowas Antikes einfach. Also horchen wir alle her. Lassen uns dann mal schnell alles durchgehen, was wir hier in der Burg rausgefunden haben. Im obersten Raum vom Schloss hat es eine Wandgemälde gegeben, was wohl so etwas wie Weltkarte war. Und auf der Weltkarte waren die 4 Siegel angebracht. Auf jedem Spiegel ist eine Inschrift, die wieder in der komischen Spruchschrift sind. Die ich anscheinend nur ich verstehe. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Meine Kraft wird von einem brodelnden Krater hoch oben auf einem Berg beschützt. Und meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. An den einzelnen Orte, zu denen die Spiegel führen, liegt sich das Geheimnis verborgen, um das Siegel zu brechen. Und dann hat das komische Monster in dem Raum ja auch noch die Worte hinterlassen: Einer ist alle, alle sind einer. Auf jeden Fall scheinen die 4 Orte in irgendeiner Verbindung zueinander zu stehen. Wie wir wohl die Sache handhaben, eins um andere erledigen geht wohl nicht. Einer ist alle, alle sind einer. Das heißt, dass wir überall gleichzeitig sein müssen. Hey, Mensch, der Ed damit, dass wir nicht so wie immer alle zusammengehen können. Ja genau, es gilt an 4 Orte zu sein. Also wenn wir in 2er Gruppe gehen und gleichzeitig die Siegel brechen. Okay, du, horche mal, wenn das so ist, dann gehen Eike und Lilly zuerst. Was? Warum sollten denn ihr? Da haben wir einen Vortritt, wisst doch jedes Kind. Außerdem habe ich mit Lilly etwas von Fra zu besprechen. Ja, Fra vor allem. Aha, naja, bist du mit einverstanden, Lilly? Das ist schon in Ordnung, aber wir fliegen mal als erstes. Gut, die Frucht. Was wäre denn wohl der nächstgelegene Ort? Gleich im Süden liegt der erste Ort. Hast du uns etwa belauscht? Mit Verlaub, ich bin Matros. Ich habe großes Vertrauen in meine geografische Kenntnisse und in mein Gedächtnis. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Ganz unzweifelhaft, also Nord im Meer. Ach so, ja, dankeschön, darauf muss man erstmal kommen. Gern geschehen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo der nächste Ort sein könnte, dann wendet euch jederzeit an mich. Da ist ihr aber ab vielleicht mit Gegnern zu tun kriegt, vernachlässigt bitte also nicht eure Ausrüstung. Bitte babbel nicht so geschraubt, da erinnere ich mich ja glatt an jemand. Na egal, steh bequem. Hä? Fein, da wollen wir mal. Oder Elin? Jawohl, wir brechen unverzüglich auf. Sehr schön. Mensch, wir können ja derzeit noch einfach unser Leute so auswählen, genau. Das passt mal ganz gut in den Kram. Dann können wir nämlich erstmal eine Runde hier nochmal speichern. Und wird Sache, wir widmen uns dann morgen den Siegel. Wie wir ja mitkriegt haben, können wir die Siegel nur gleichzeitig machen. Das heißt, 2er Gruppe sind angesagt. Und 2 Weißmagier drin ist halt auch ein bisschen böse. Weil dann hat keine andere Gruppe einen Weißmagier mit dabei. Das ist schon gemein. Aber wir werden das schon geknackt kriegen. Und ich jetzt sage, die Aufgabe gehen wir dann morgen an, wenn ihr wollt. Da sehen wir dann uns nämlich auch wieder bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.